Hey, so schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Josie vom ICF Sunday Night und wir befinden uns momentan in einer richtig spannenden Serie und wir reden über unsere Bibel. Hey, wenn du dich gefragt hast, wie kann ich eigentlich einen neuen Zugang zur Bibel bekommen oder überhaupt in der Bibel lesen, dann hoffe ich, dass diese Message dir weiterhilft. Wir haben gefunden, heute ist kreativer Abend. Wir starten darum auch auf eine ganz kreative Art und Weise. Ich suche Antwort auf Fragen, die mich nicht freigeben. Netze aus Unwissenheit und Zweifel, die an mir haften wie Spinnweben. Ich suche Halt, Identität und Liebe, die mich sicher umgeben. Nicht diese Anklagen, die meine Gotteskind-Identität mit Scham überkleben. Ich suche nach Weisung und Führung, nach dem richtigen Weg. Ich suche sein Wirken und Reden, was mein Leben angeht. Stehe ein im Gebet und hoffe, dass sein Plan mich nicht übergeht. Und meine Suche endet hier bei einem Buch. Ein Buch, leblose Seiten gefüllt mit aneinandergereihten Zeilen, tote Buchstaben vereint zu Wörtern, die auf diesen Seiten verweilen. Vergessene Geschichten, die uns mal fesseln, mal erfreuen, mal langweilen, doch nicht mein Buch. Mein Buch so lebendig, lebendiger als das Monsterbuch der Monster von Hagrid, lebendiger als das Buch von Tassilo, der zu Belle spricht. Ein Buch, das Abenteuer zeigt, besser als wenn man in Mary Poppins Koffer steigt. Ein Buch voll tatsächlicher Wahrheit, nicht wie ein Wolf im Schafsfell. Und ich will es lesen. Ich möchte mein Wissen erweitern, die Geschichten erleben und neue Wege begehen. Relationen entdecken, Geheimnisse aufdecken und Zusammenhänge verstehen. Ich möchte mich stärken durch Prophezeiungen und Verheißungen in Erfüllung gehen sehen. Sein Wesen erkennen, sein Reden klar hören und in seinem Willen gehen. So bete ich zu Gott, dem Schriftsteller meines geliebten Buches. Nimm weg meine Faulheit, wenn ich Ausreden suche, dass ich ja keine Zeit habe, aber doch ist meine Agenda leer. Nimm weg mein Aufschieben und meine Angst, nicht zu verstehen und schenk mir Hunger nach mehr. Hilf mir zu erkennen, hilf mir beständig in deinem Wort zu lesen. Ich will es so sehr. Und die Propheten rufen, höret das Wort Gottes. So will auch ich es tun. Ich will es sehen, fühlen, lesen und erleben. Lest, um es anzunehmen und reichhaltig Frucht zu bringen. Lest, um ein Leben in Reinheit und das ewige Leben zu gewinnen. Lest, um sein Wort zu verinnerlichen. Es soll euch durchdringen. Und ein Amen lasst hören aus jedem Mund das Bekenntnis. Und fällt das entscheidende Argument, so let me tell you this. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Gewünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Hebräer 4, Vers 12. Mein Buch. Jeder Buchstabe, jedes Zeichen bleibt bestehen, kein Wort hinzugefügt oder entfernt. Und doch gibt es immer neue Erkenntnisse und Weisheit zu sehen. Niemals habe ich ausgelernt. Weshalb sollte es nicht meine regelmäßige Lektüre und mein täglicher Begleiter sein? Mein Lieblingsbuch, meine Bibel. Wow, danke Salome. So genial. Hey, schön, dass wir da sind. Wir sind heute zusammen da mit dem Dom. Ich freue mich, mit meinem Freund heute zusammen zu preachen. Es kommt gut, es kommt gut. Komm, du kannst Platz nicht, du brauchst noch Pause, Dom, ich habe es gemerkt. Jetzt muss ich da die Wall-Sit-Challenge machen. Ja, genau. Hey, liebe Leute, ich sehe gut aus, fresh, so schön, dass wir da sind. Wir können heute die Serie aufhören, Bibel lesen wie nie zuvor, mit dem Titel «So verändert dich das Bibellesen». Und die schon länger mit uns unterwegs sind, die letzten paar Wochen, die haben mitbekommen, hey, wir haben angeschaut, wie ist eigentlich das Alte Testament entstanden, wie können wir dem auch Glauben schenken und die verschiedenen Gospel-Evangelien, wie passen die alle zusammen, wie passt das Alte und das Neue Evangelium, das Neue und Alte Testament zusammen, wie ist es mit dem Paulusbrief und alles da, wie ist es mit der Relevanz? Können wir wirklich glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Und ich glaube, viele Fragen sind beantwortet worden. Stimmt das da? Sie haben ein paar Fragen beantwortet. Gut, 1, 2, gut, sehr schön, noch ein bisschen mehr. Aber ich bin ja sicher, dass sehr viele Leute immer noch Fragen haben. Du hast immer noch Fragen. Und dann, welcome to the club, ich habe auch immer noch Fragen. Und
weisst, ich habe für mich im Bibelstudium seit 20 Jahren am Lesen, 20 Jahre Gott am besten kennenlernen und immer noch verstehe ich nicht alles. Und das ist auch okay, weil Gott ist Gott und ich bin es nicht. Und ich habe so eine Mystery Box, das hilft mir, wo ich sage, das ist so eine unsichtbare, nicht existierende, aber in meinem Kopf total relevante Box, wo ich alles rein tue, wo ich nicht weiss. Und eines Tages, wenn ich mal dann im Grab bin und zu Gott gehe, sage ich, Gott, schau, das ist meine Mystery Box, was hast du damit gedacht, wo du das in die Bibel rein hast? Ich verstehe es nicht. Kannst du mir das bitte erklären? Und ich glaube, das ist okay so. Und Gott die Freude haben, alle Zeit in der Welt nehmen und mir das erklären. Eine Frage möchte ich aber heute beantworten. Weil man kann sich tot fragen, oder? Und verliere in der Frage darum, ich habe eine Antwort für dich auf eine Frage. Und ich weiss, viele von euch stellen euch sich das. Und das ist, welche Bibelübersetzung ist die beste Übersetzung? Oder da würde die einen sagen, das ist NGÜ, oder? Haben wir mal ein paar NGÜ, ja, okay. Dann haben wir gesagt, nein, das ist natürlich. Das muss Hoffnung für alle sein, weil ich muss das verstehen. Neues Leben muss es sein. Nein, Luther muss es sein. Zürcher Übersetzung muss es sein. Was muss es noch sein? Der Amplified, weißt, Schweizerdeutsch. Ich sage, das ist ganz einfach. Die beste Bibelübersetzung, die du kannst lesen, ist die Bibel, die du tatsächlich lesest. Weil was nützt dir die krasseste Bibel mit den krassesten Erklärungen, wenn du es nicht rausnimmst und sagst, ich möchte es lesen. Also lass uns Männer und Frauen sein, die die Bibel vornehmen und lesen. Du fragst dich aber vielleicht eine gute Frage, und das ist eine berechtigte Frage. Wieso existiert die Bibel? Wieso ist sie da? Und ich glaube, das ist so eine wichtige Frage. Und ich glaube, Gott hat uns die Bibel gegeben, sein Wort gegeben, dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir uns besser kennenlernen und dass wir durch das raus ein verändertes Leben führen. Weil die Realität ist, das Krasse ist, wir sind da und wir lesen viel. Wir studieren die Bibel. Aber was hilft uns, die Bibel zu wissen, was da innen steht, wissen, was steht das in dem Epheser 2,17, wenn wir es nicht leben. Wir müssen die Brücke schlagen in unser Leben hinein. Und um das geht es in der heutigen Message. Die Brücke schlagen in unser Leben hinein. Im 2. Timotheus steht ein mega starker Vers und es steht, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf und bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Sie erzieht nach einem Leben nach Gottes Willen. Und wenn ich heute die Welt anschaue, wir wissen mehr denn je. Wir haben mehr und mehr entdeckt. Jede Woche, jeden Monat wird mehr entdeckt. Mehr Forschung bestanden. Mehr Wissen ist da. Aber wir haben verloren, was es heisst, Mensch zu sein. Wir haben vergessen, was es heisst, Mensch zu sein. Als ein Geschöpf vom Schöpfer. Und die Bibel sagt, sie hilft uns, sie zeigt uns die Wahrheit auf. Die Bibel hilft uns, unsere Schuld einzusehen. Wir haben immer das Gefühl, wir sind selbstgerecht. Wenn wir noch etwas Gutes machen, dann ist es gut und recht. Aber nein. Da braucht jemand, der zahlt für unsere Schuld. Sie hilft uns auf den richtigen Weg und erzieht uns nach dem Leben nach Gottes Willen. Also die Frage ist, wie sieht es in deinem Leben aus? Kennst du nur die Bibel? Oder fängst du an zu leben? Hat es bei dir eine Brücke gegeben von diesem Wort in dein Leben? Ist das Wort lebendig geworden in deinem Leben? Um das geht es heute. Und ich freue mich heute mit dem Dom das anzuschauen. Und Dom, nimm uns mit in 4 praktische Arten. I'm ready. Wie wir können die Bibel lesen, dass unser Leben verändert und dass die Brücke geschlagen wird. Ich liebe es, mit dir die Message zu machen. Gell? Wir sind Gleichfalls. den ganzen Tag schon unterwegs. Am Morgen mit dem Michi und der Celine und es ist einfach genial. Hey. Wir haben da so ein paar Essentials aufgeschrieben, so als Start. Essentials, damit das Bibellesen unser Leben kann verändern kann. Und das sind 4 Tools, die wir anschauen wollen, die wichtig sind. Glaube ich, dass das effektiv auch Realität werden kann. Dass die Bibel unser Leben, das Wort Gottes unser Leben kann transformieren kann. Der Punkt, der erste, den ich habe, ist, tun die Bibel mit Glauben und Demut lesen. Was heisst das mit Glauben und Demut? Wie der Dan schon gesagt hat, Gott ist Gott, ich bin sein Geschöpf und ich vertraue darauf, dass die Bibel die Wahrheit ist. Ich vertraue darauf, dass ich etwas lernen kann
und dass mein Herz, mein Sein, mein Denken, mein Redlich kann sich verändern durch den Geist Gottes und durch das Wort, das aufgeschrieben ist. Ich messe dem Wort Gottes höchstes Gewicht zu. Im Psalm 138, Vers 2 lesen wir, ich falle nieder vor deinem heiligen Tempel, um deinen Namen preise ich wegen deiner Gnade und Treue, denn du hast dein Wort groß gemacht über deinen ganzen Namen. Was heißt das im Englischen? He exalted his word above his name. Sein Name im Alten Bund, Yahweh, die absolut höchste Instanz, wo die Juden nicht einmal das Wort können ins Maul nehmen. Und Gott schreibt durch den Psalmist, ich habe im Fall dem Wort mehr Gewicht zugesetzt als mein Name. Ich denke, das ist relativ viel Gewicht. Und ich will dich ermutigen, dass du anfängst, die Bibel als ein Lernender zu lesen, als jemand, der am Morgen aufsteht und sagt, Heiliger Geist, red zu mir. Red zu mir. Red durch das Wort. Ich bin demütig, ich will etwas lernen. Gar nicht mit Vorurteilen an, gar nicht mit zu viel hinterfragen. Und wie der Dan gesagt hat, nie alle Fragen. Fang mit dem an, was du verstehst. Und du wirst Schritt für Schritt weiterkommen. Das ist der erste Punkt. Mit Glauben und mit Demut lesen. Dann nimm uns den zweiten mit. Diskutier darüber. Diskutier darüber. Das mag vielleicht jetzt ein Widerspruch sein mit dem ersten Punkt, aber ich glaube, es ist wichtig. Wir müssen Glauben haben, aber dann ist auch wichtig, dass wir darüber diskutieren. Wir haben nur eine Sicht auf das Wort. Und wie ein Diamant hat verschiedene Sichten. Wir müssen drüllen, um die ganze Fülle zu entdecken. Hilft es auch, wenn wir mit unseren Erkenntnissen zu unserer Small Group kommen und sagen, hey, ich habe das gelesen. Wie siehst denn du? Ich verstehe das, aber ich bin nicht ganz sicher, aber ich könnte das sein. Wie siehst es du? Und der Heilige Geist, der wohnt ja in uns. Jetzt kannst du sagen, ja, wenn er in mir wohnt, dann brauche ich ja niemand mehr anders. Aber weißt, der Heilige Geist wohnt in dir und wirkt durch deine Persönlichkeit durch deine Brille durch. Und er wirkt ein bisschen anders. Weil Gott ist nicht nur du, Gott ist in der Fülle. Der Heilige Geist ist im Miteinander. Darum gibt es Kirche. Und ist nicht ein Einzelkampf. Verstehst du? Ich bin so froh. Aber jetzt die Frage ist, mit wem fängst du an zu diskutieren? Du fängst an mit denen diskutieren, die grundsätzlich sagen, ich glaube auch, dass Gott möchte zu mir reden durch das Wort. Das ist wichtig. Weil es gibt ganz viele Leute, die wollen einfach nur diskutieren, um das auseinanderzunehmen und dass am Schluss nichts mehr da ist. Aber in einem Ort, wo wir können, weil ich sage dir eins, so viele komische Richtungen passieren dort, wo wir einfach für uns selber glauben und etwas sehen und das denken. Aber wenn wir plötzlich anfangen zu überlegen, gut, wie wirst du denn das sehen in einer anderen Kultur, in einem anderen sozial-ökonomischen Umfeld, wird meine Theologie immer noch funktionieren, meine Erkenntnis von diesem Bibelvers. Und im Miteinander ist die Stärke, also lass uns darüber diskutieren. Amen. Oh, that's a good point. Love it. Dritter Punkt. Wenn du das liest, und egal wo du bist in der Bibel, mach eine praktische Anwendung. Probier etwas umzusetzen. Ich will dich herausfordern. Jesus war ja ein Praktiker. Er hat das gemacht, was er auch gesagt hat. Und verstehst du, du musst nicht im Alten Testament lesen, eine Zauberin sollst du nicht am Leben lassen. Was heisst das? Wir müssen jetzt die umbringen. Nein, fang doch einmal im Neuen Bund an. Fang mal an, was Jesus gemacht hat. Dann wirst du langsam anfangen verstehen, was er meint. Ich will dich ermutigen. Im Jakobus 1, 22 bis 25 steht, allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sich aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon wieder vergessen, wie er aussieht. Könnte ich sein. Ganz anders ist es dagegen, indem der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz, das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Also das ist ziemlich eine brutale Aussage. Also du kannst dein Vertrauen auf das Wort setzen und das ausführen und deine Wege werden gesegnet sein. Und noch eine kleine Side-Note. Eigentlich glaubst du nur, was du auch wirklich tust. Und das kann manchmal herausfordernd sein, wenn wir die Bibel lesen. Aber ich will dich ermutigen, bis ein Praktiker. Mehr Wissen bläht auf. Sachen in die Praxis umsetzen, gibt einen Boden, der eben etwas Substanz hat. Und da will ich dich ermutigen. Powerful.
4 Essentials zum Bibellesen, damit es unser Leben verändert, ist eine Gewohnheit daraus zu machen. Wie alles im Leben, es fängt an, dich zu verändern, wenn du dich lang etwas aussetzt. Wer weiss das, wenn du lange in einem gewissen Umfeld bist, wo so und so redet, dann fängst du auch plötzlich so an reden. Genau gleich ist es mit der Bibel. Du sollst nicht einfach nur einmal pro Jahr führen, nein. Sondern fang eine Gewohnheit an, in der Bibel zu lesen, du dich dem aussetzen und plötzlich fängt die Bibel dein Leben zu prägen. Jetzt ist es aber noch schwierig, eine Gewohnheit zu machen, wenn du merkst, das Buch, das stresst mich eigentlich nur. Weil es zeigt mir immer auf, was ich nicht machen kann. Was ich falsch mache. Und dann habe ich immer noch schlechtes Gewissen. Und wenn ich einen Tag vergesse, dann habe ich auch wieder schlechtes Gewissen. Und wenn ich es dann lese, merke ich, was ich nicht mache, und dann habe ich wieder schlechtes Gewissen. Und du merkst, wenn so Bibel lesest, dann wird es schwierig, Freude zu haben über Jahre. Ich mag mich gut erinnern, ich war etwa 18, 17 und ich habe eine Bibel genommen und gemerkt, hey, ich lese, weil es einfach meine Gewohnheit war, aber es war nicht nur immer Gewohnheit, weil ich mega Freude daran hatte, sondern weil ich das Gefühl habe, ich muss, um ein guter Christ zu sein. Und dann habe ich gesagt, weißt du, heute lege ich die Bibel auf die Seite. Und ich habe gesagt, ich tue sie wieder zu und lege es aufs Nachttischchen neben dem Bett. Und anstatt das lesen, habe ich mir überlegt, Moment, in diesem Buch lese ich von einem Gott, der liebt mich, auch wenn ich nicht die Bibel lese. Der hat sein Leben geschenkt für mich, bevor ich mich überhaupt für ihn interessiert habe. Ich bin sein Sohn, angenommen, gerecht gesprochen. Egal, was ich jetzt gerade tue, und ich kann über das anfangen nachdenken. Und als ich über das nachdenke, dann habe ich plötzlich gemerkt, wow, das ist ein gewaltiger Gott. Ich will mehr von ihm erfahren. Und an die Bibel wieder angefangen zu führen. Und lass uns so Männer und Frauen sein, die die Bibel führen nehmen, nicht aus einem Gefühl, ich muss zu einem guten Christ sein. Nein! Du machst es, weil du möchtest dich und Gott besser kennenlernen und seinen Willen möchtest entdecken und in seiner Kraft zu laufen. Aus einer Identität als Kind Gottes. Lesen wir die Bibel. Oder wenn du noch nicht Jesus persönlich kennst, lese die Bibel, weil du entdecken willst, was für ein Geschenk auf dich wartet. Nicht aus deinen Taten, sondern eben ein Geschenk, das du kannst im Glauben annehmen. Hey Dom, komm, wir nehmen schau ein paar Geschichten an. Was Gott verändert hat in unserem Leben, durch die Bibel lesen. Amen. Let's do it. Jetzt wollen wir so 4 Stories verbinden mit, wie kannst denn du effektiv jetzt die Brücke schlagen? Wie kannst du jetzt effektiv das Wort lebendig werden in deinem Leben? Und der erste Punkt, den ich mitgenommen habe, ist meditierend lesen. Tönt ein bisschen fernöstlich, hat aber Gott erfunden. Wer hat es erfunden? Nicht die Schweizer, sondern der Vater im Himmel selber. Im Josua lesen wir, wie der Mose oft gesagt hat zum Josua, hey, denk über mein Gesetz nach, Tag und Nacht. Du kannst durch die Psalmen durchgehen. So oft erinnert uns die Schreiber, denke Tag und Nacht über das Wort nach. Und wenn du Gesetz liest, dann ist nicht Gesetz gemeint. Dann ist nicht ein Gesetzli Gott gemeint, sondern es ist das ganze Wort, die Bibel, wo wir bekommen haben. Sein Wort, das lebendig ist. Das Wort nachdenken. Wenn du das nachschaust, im Hebräisch ist das nichts anderes als wiederkauen. Und wer weiss es, ich arbeite ja mit Wiederkäuer. Ich bin ein Milchbauer und ich liebe Wiederkäuer. Die haben 4 Mägen, die fressen 50 bis 70 Kilo Frischsubstanz am Tag, dann legen sie ab und wiederkauen bis zu 14 Stunden am Tag. Sie nehmen das Futter auf, vermahlen es, splitten das alles auf, die Nährstoffe, damit sie können zwischen 50, 55, 60 Liter die besten Kühe am Tag produzieren und all den Nährstoff rausnehmen und den Speichel, den sie produzieren, durchs Wiederkauen, der behaltet den Panzer stabil, damit die Kuh die Verdauung läuft, der Magen läuft und die Kuh ist eigentlich ein unglaublich wunderbares Tier, das ein Produkt veredeln kann. Und du bist eben ein wunderbarer Mensch, wo auch das Wort Gottes darf wiederkauen und durch das verändert werden und Frucht tragen. Verstehst du? Jeder zu seiner Zeit. Und ich möchte dich ermutigen, das meditierend lesen. Nimm kleine Portionen. Ich bin beim Nehemia 29 dran. Er hat mir seinen guten Geist gegeben, mich zu instruieren. Und ich bleibe dort, bin schon seit Wochen dort. Es wird mir unglaublich nicht langweilig. Ich bleibe dort. Liebe Freunde,
Wenn der religiöse Geist kommt und sagt, es wäre jetzt gut, wenn du wieder 2 Kapitel würdest lesen, sage ich, nein, ich bleib dort, weil es gibt mir noch Leben. Die Frage ist, gibt es noch Leben? Ich habe ein ganzes Jahr im 2018 bei einem Vers verbracht, Hohelied 2,4. Er hat mich in sein Weinhaus geführt, sein Banner über mir ist Liebe. Du, das hat mir unglaublich gut das ganze Jahr. Ich bin aufgeblüht. Warum? Weil sein Wort so unglaublich powerful ist. Und ich will dich ermutigen, wenn du eine Predigt hörst, einen Vers liest, irgendwo einen Vers siehst und er spricht dich an, dann nimm und wiederkauen, behalten, meditieren. Und es wird dir zum Segen werden. Du musst nicht riesige Portionen machen, wenn du merkst, du kannst. Nimm kleine Portionen. Portionieren, abschlucken, aufnehmen. Abschlucken, aufnehmen. Und dann fragen mich die Leute, Tom, wieso kannst du so viele Verse auswendig? Hast du gut auswendig gelernt? Nein, ich habe einfach immer kleine Portionen genommen. Und wenn du 100 Mal über einen Vers nachdenkst, kannst du automatisch auswendig. Dann musst du nicht einmal auswendig lernen. Möchte ich dich ermutigen, meditierend Bibel lesen ist ein super Tool. Stark. Come on. Mir hilft es, einen Plan zu haben. Ich brauche einen Plan, wenn ich am Morgen aufstehe und die Bibel lese und ich habe keinen Plan, dann bin ich schon überfordert. Also, ich brauche einen Plan. Und ab und zu ist mein Plan, einfach ein Buch von der Bibel nehmen, Epheser durchlesen, Korinther durchlesen. Letztes Jahr habe ich gesagt, ich will wieder mal die ganze Bibel, oder ich bin nicht mal ganz sicher, ob ich mal die ganze Bibel durchgelesen habe, habe ich gesagt, alright, 49 Wochen Challenge. Ich habe es abonniert auf YouVersion, Bible App und bin jetzt dran. Es ist eigentlich schon ein Jahr durch und ich bin immer noch nicht fertig. Ich brauche wahrscheinlich 100 Wochen, aber ist egal, ich bin dran. Und das ist wichtig. Und so bin ich am Lesen gewesen, eines Morgen am Laufen, Hörbibel, reingezogen, Sprüche 21. Und dort sagt's, wer ausgelassene Feste liebt, wird bald arm. Okay. Ein aufwendiger Lebensstil hat noch keinen reich gemacht. Nächster Vers im 21. Ein weiser Mensch kommt zu Reichtum, ein Dummkopf aber verschleudert sein Geld. Weiter am Tag plötzlich kommt mir der Bibelvers wieder in den Sinn, weil wir müssen eine Entscheidung als Familie fällen über eine Anschaffung, die monatliche Kosten mit sich trägt. Und ich habe Weisheit gemerkt, ich brauche Weisheit jetzt. Und wir haben 2 Optionen gehabt. Die eine Option war ein bisschen schöner gewesen, auch ein bisschen teurer, ein bisschen über unserem Budget. Und die andere ist ein bisschen weniger schön, aber in unseren finanziellen Möglichkeiten. Und ich bin nicht sicher, was sollen wir machen? Und mein Herz sagt, ja, ich will die schöner, weil grundsätzlich ich weiss, Gott hat kein Problem mit schön und teuer. Weil, schau mal den Tempel an. Der war krass gewesen, extravagant. Aber ich habe gesagt, was heisst jetzt Weisheit in meiner Situation? Was heisst nicht ein ausschweifendes Leben, das über deine Möglichkeiten geht? Und für mich habe ich gemerkt, das heisst für mich, die Option zu nehmen, wo mit meinen Möglichkeiten ist, das Beste in dem hineinnehmen, weil das ist Weisheit und das über die Länge bringt zu Reichtum. Und ich bin so dankbar, hat das Wort direkt in mein Leben hineingekommen und ich gesagt, ich möchte es anwenden und wir haben die Entscheidung gefallen und es hat mir so einen tiefen Frieden ist plötzlich über mich gekommen und die ganze Situation ist so stark. So ist doch die Bibel lesen praktisch, danke Dan. Dann wird es praktisch, wenn du plötzlich merkst, per Zufall habe ich heute Morgen den Vers gelesen. Der 3. Punkt, forschend lesen. Ich habe einen Vers mitgebracht aus dem Epheser Kapitel 1, Vers 4 und 5, wo es heisst, da muss ich jetzt eben noch suchen, wir sind da ein bisschen vorne dran, ist alles kein Problem. So, aus der Liebe hat Gott uns vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es ein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder anzunehmen. An diesem Beschluss hatte er viel Freude. Und ich habe dort ein Wort angefangen, ein Word Study machen von dem Wort Plan. Ich habe gedacht, wir sind im Plan gewesen. Hast du auch schon Sachen geplant? Und dann ist es in die Hose. Also ich schon. Jetzt habe ich gelesen, dass das Wort Plan im griechischen Telema, ich habe es auf dem Screen, und das heisst eben nicht, du bist sein Plan gewesen, sondern du bist sein Plan gewesen, sein Wille, seine Wahl, sein Wunsch, seine Freude, seine Lust, sein Verlangen, sein Vergnügen. Kommt ein bisschen tiefer. Kommt ein bisschen tiefer über, wenn Gott mich als sein Kind annehmen wollte. Und ich sein Vergnügen war, ich bin nicht geduldet gewesen. Und das Forschend hat mich persönlich, gerade diese Bibelstelle mit dem Plan, hat mir ein Fundament gegeben in meiner Identität.
Wenn Lügengeister mich anrufen und sagen, Tom, ich muss dir sagen, du bist nichts wert. Das kannst du wirklich nicht gut. Du wirst es eh nie schaffen. Dann sage ich, hey, was ist los? Schau mal, was die Schrift sagt. Die Schrift sagt, Gott hat Freude, mich anzunehmen als sein Kind. Und ich fange an, meine Gefühle in der Wahrheit anfangen zu spiegeln und fangen an, richtig zu bekommen. Darum forschen, Bibel lesen. Es gibt so gute Tools in den Study Bibles, wo du einfach, wenn du nicht Griechisch kannst und nicht Hebräisch kannst, wie ich auch nicht, anfangen kannst, die Tiefen entdecken, die das Wort wirklich sagt. Und ich möchte dich ermutigen, bis jemand, der auch forschend probiert, die Bibel zu lesen, mal ein Wort wirklich anfangen auseinandernehmen und anschauen. Es wird dir zum Segen werden. Und wir haben am 4. Punkt, und da haben wir noch jemanden eingeladen, Céline, sie wird uns sagen, wie sie die Bibel liest, per System. Ich habe es heute Morgen schon gehört, brilliant. Rocket. Yes, genau. Das System brauche ich nicht zum Bibellesen, sondern ich schlage einmal eine Brücke bei mir vom Bibellesen in meine Realität mit verschiedenen Methoden und Systemen. Und ein Prinzip, das ich dir heute mitgebracht habe, ist das 5-Finger-Prinzip. Die einen, die der Community neigt sind, kennen es schon. Und zwar kannst du dich fragen beim Bibellesen, was gefällt mir an dieser Stelle? Wo darauf zeigt Gott, wenn ich die Stelle lese? Was stinkt mir vielleicht ein bisschen, wenn ich die Stelle anschaue? Welche Versprechen hat Gott für mich parat? Und was kommt mir zu kurz? Und ich habe vor ein paar Wochen den Johannes 8, 1 bis 10 oder 11, bin ich am Lesen gewesen. Und ich bin die Stelle genau nach dem Prinzip wieder mal durchgegangen. Ich habe einfach eins nach dem anderen die Verse gelesen und zuerst mal mich gefragt, was gefällt mir an dieser Stelle. Ich habe einige Sachen in mein Notizbuch geschrieben und bin nachher aber beim Zeigefinger mega lang stehen geblieben. Ich habe mich gefragt, Gott, was willst du mir wirklich konkret aufzeigen? Die Stelle im Johannes 8, für den Kontext, ist die mit der Ehebrecherin, wo die Pharisäer kommen und vor Jesus eigentlich die Ehebrecherin anklagen. Und Jesus auch gerade noch anklagen und ihn auch gerade noch eine Falle stellen. Und Jesus reagiert im Vers 7 folgendermaßen so darauf. Er sagt, hey, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und ich habe mich gefragt, könnte ich den Stein werfen? Und ich habe ganz klar gewusst, das könnte ich nicht. Ohne Jesus könnte ich den Stein nicht werfen. Und ich habe weitergelesen in dieser Stelle und genau das ist passiert im Vers 8. Und weiter sieht man, dass die Pharisäer nah weglaufen, weil sie alle den Stein nicht werfen könnten, weil sie alle nicht berechtigt werden, um den Stein zu werfen. Aber dann habe ich Gott gefragt, hey, aber was willst du mir jetzt konkret mit dem sagen? Das ist jetzt vielleicht noch so ein bisschen okay, das habe ich eigentlich schon gewusst. Was willst du mir klar aufzeigen? Und dann lese ich nochmal genauer und sehe, hey, jemand ist aber dort geblieben. Jemand ist nicht weggelaufen, weil es heisst, dass Jesus noch bei dieser Frau geblieben ist. Er war der, der als einzig noch bei ihr war. Und plötzlich fragt mich Gott und sagt, Céline, gibt es jemanden, der berechtigt wäre, um den Stein zu werfen? Und ich habe mir überlegt und habe gemerkt, hey, ja, Jesus wäre sowas von berechtigt, um den Stein zu werfen. Er als einzig könnte es. Und dann lese ich weiter und sehe, wie aber Jesus reagiert. Er sagt zu der Frau, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus hätte alles Recht gehabt. Aber statt dass er anklagt, kommt er mit Gnade. Statt dass er anklagt, kommt er mit Freiheit, spricht sie frei, kommt er mit Vergebung und setzt sie frei. Und diese Gnade habe ich nochmal neu erkennen in dieser Stelle für mich. Habe ich nochmal neu für mein persönliches Leben mitnehmen und die tiefer begreifen, was es heisst. Hey, Jesus wäre der Einzige, der den Stein hätte werfen. Und er wäre voll im Recht gewesen. Und er sagt, weisst du was? Ich lege den Stein weg. Ich sprich dich frei, Céline. Ich setze dich in eine Freiheit. Ich sprich dir Freiheit zu. Und ich vergib dir. Und genau das habe ich mitnehmen aus dem Bible Study. Ich kann das prinzipiell in mein Leben übertragen durch die 5-Finger-Methode. Come on, danke so viel mal, Céline. So ein gutes System, einfach praktisch zum Anwenden. Wir kommen langsam zum Schluss und um die ganze Message noch mal ein bisschen zusammennehmen, ist es, wir haben viel gehört, jetzt die Essentials am Anfang, wie man sollte ja die Bibel angehen als Lernende mit Demut, aufrichtig, fragen, Heiliger Geist, red zu mir. Und mit all diesen Sachen, wo ich sage, ich will mit Leuten diskutieren, ich will gerne gespiegelt werden, ich will nicht eine eigene Wahrheit entwickeln, sondern miteinander. Und es gibt so viele gute Punkte. Und du hast die Sachen gesehen, wie meditieren, planen, forschend lesen, mit System lesen. Du hast so viele Möglichkeiten. Und ich will einfach so einen Bogen spannen in dieser
Bibelserie, wo wir jetzt auch viele Sachen gehört haben und vielleicht uns jetzt dann auch noch Vorsätze nehmen oder Sachen nehmen, wo wir sagen, da wollen wir Schritte machen, da wollen wir unser Herz auftun, möchte ich euch einfach sagen, Bibel lesen, Bibel selber, Bibel konsumieren, Bibel ist nicht ein Selbsthilfeprogramm. Bibel ist nicht, um dich ein bisschen besser zu machen. Logisch verändert sie uns und soll sie uns verändern. Aber in erster Linie ist die Bibel da, um Leben zu geben, nicht nur für dich, sondern für die Nächsten. Weil die Nächste kommt wahrscheinlich nicht am Sonntagabend in die Church, wo mit dir schafft. Du bist die einzige Bibel, die der Mensch wird lesen. Du liest die Bibel eben nicht nur für dich, sondern für die Nächsten, mit den Freunden, wo du unterwegs bist. Und verstehst, das ist entscheidend, weil dann kommt das Wort Gottes eben noch mehr Kraft über, weil wir weg von uns schauen und merken, ich schaue in das Wort hier, damit ich verändert werde, in das Ebenbild von Jesus, damit andere auch trinken können. Ich will dir eine Story erzählen, und zwar, vor 3 Wochen komme ich ein Telefon über am Nachmittag und es ist ein Mann am Telefon, ich habe den nicht gekannt und er sagt, ja, hoi, das ist so und so. Ich habe deine Nummern bekommen. Ich bin ein Bauer da im Luzernischen und ich habe ein Problem. Ich so, okay. Und dann sage ich, ja, ein Freund von dir hat mir deine Nummer gegeben und das ist ein guter Kollege von mir, der auch Jesus nachfolgt, den ich kenne. Und vielleicht zum den Bogen schlagen, der Mann und seine Frau haben 2,5 Jahre probiert, Familie zu gründen. Und es hat einfach nicht geklappt. Und wir haben manchmal mit ihnen gebetet. Das sind gute Freunde von uns. Und ich weiss noch, an einem Abend sind sie auch bei uns um die Nacht gewesen und wir haben zusammen austauscht und haben Tränen gehabt, haben geweint. Und dann haben meine Frau gesagt, und jetzt beten wir noch einmal. Und wir haben nochmal die Hände aufgelegt und nochmal gesegnet und nochmal ausgesprochen. Und in dieser Woche ist sie schwanger geworden. Und sie haben jetzt schon 2 Kinder. Danke, Jesus. Das ist schon mal verstehst du? Das ist das, was Jesus tun kann. Also der Mann hat Jesus effektiv in seinem Leben erlebt und hat jetzt dem Mann gesagt, hey, du musst Leute da auf Mettmerstedt an. Dann nehme ich das Telefon ab. Dann erklärt er mir, dass seine Frau schon 15 Operationen gehabt, ganz schlimme Krankheit. Ich sage jetzt nicht, was es ist. Es geht auch nicht um das, aber er hat gesagt, die haben nichts mit dem Glauben am Hut. Ihr habt gehört, ihr könntet da so Gebete anbieten, könnten wir da vorbeikommen? Ich gesagt, kommt vorbei. Und dann sind sie am Nachmittag vorbeigekommen. Wir haben eine wunderbare Zeit gehabt, ganz feine Leute. 2 Stunden haben wir gekämpft und wir haben ihnen, ich habe ihnen, erklärt, dass die haben keine Ahnung gehabt, was Jesus ist. Dass es nicht um uns geht, dass Jesus der ist, der gesund macht, dass Jesus in uns lebt, durch seinen Geist und Wunder will tun. Und wir haben dem Pärchen die Hände aufgelegt. Die Gegenwart war da gewesen, die Frau hat geweint. Und sie sind aufgestanden, du musst dir vorstellen, die sind aufgestanden, haben uns umarmt. Das Erste, was er macht, ist das Portemonnaie rausnehmen. Und dann sagt er, und was kostet jetzt die Sitzung? Verstehst du, das ist normal, also, der hat das im vollen Ernst gemacht. Das war nicht ein Witz gewesen. Denn ich habe gar nicht gewusst, ich habe gedacht, du musst dir vorstellen, Jesus ist so gut. Er hat sein Leben geschenkt für uns. Und er hat gesagt, aber das kann doch nicht sein, das muss doch etwas kosten, dass ihr jetzt da eure Zeit genommen habt. Und ich will dir ein Bild malen. Sie sind heimgegangen, ich habe jetzt 1,5 Wochen später noch mit ihnen Kontakt gehabt. Und das, was immer wieder gewuchert hat, hat gestoppt und es fängt an zu verheilen. Praise Jesus. Und jetzt bleiben wir dran. Hört zu. Jetzt bleiben wir dran und sag nicht weiter. Jetzt glaubst du, was denken sie über den Glauben an Jesus? Wenn die Frau, ich glaube für 100%ige Wiederherstellung. Und nachher musst du dir vorstellen, laden wir sie wieder ein zum Kaffee und sagen, sind ihr ready, was Jesus für euch da hat? Gebt euer Leben dem König. Er hat es von Anfang an schon wollen. Ihr seid seine Kinder. Ich will euch ein Bild malen an diesem Abend, dass die Bibel lesen nicht ein Selbsthilfeprogramm ist. Logisch startet es dort. Logisch, wenn wir freier werden in unserem Herz. Aber es geht darüber raus. Es soll ein Klang werden, der überschwingt zu unserem Nächsten. Damit unser Nächster einen Segen empfangen kann. Verstehst du? Ich will dich so ermutigen. Du bist noch jung und im Saft. Ich ja auch. Du vielleicht noch ein bisschen jünger als ich. Aber ich will dich ermutigen, sein Vertrauen auf das Wort setzen. Verstehst du, in den Psalmen sagt er ja, dein Wort ist für mich kostbarer als einer, der fette Beute macht.
Das Wort verändert Leben. Das Wort hat Macht. Wenn der Dan sagt, ich werde morgen hat er noch preached, er hängt seine Bibelversen auf. Mach das die Heime. Schreib die einzelnen Versen, wo du dran bist, raus. Ich weiss, das habe ich schon überall die Bibelversen aufgehängt an meinem Spiegel. Let God arise and let his enemies be scattered. Wieder in Jesaja steht, darauf habe ich mit dem Lippenstift von der Frau geschrieben. Da hat sie mir noch alle Schank gesagt, weil das war relativ ein teurer Lippenstift gewesen. Aber es hat passt. Versteht ihr? Ich will euch ermutigen, liebe Freunde. Das ist ein Miteinander. Das Wort Gottes soll doch aktiv werden. Wissen ist das eine, aber Gott schafft mit dem Herz. Und ich wünsche mir für uns alle zusammen, es gibt so viele super Sachen. Fang neu mit an. Fang mit einem Kleinen an. Im International habe ich gesagt, fang doch, wenn du nicht weisst, wo. Einfach am Montag beim Epheser Kapitel 1 an. Ist ein einfaches Kapitel, einfach geschrieben. Nimm Hoffnung für alle oder neues Leben, einfach geschrieben. Aber Wahrheiten, die dir ein Fundament bauen und fang an von dem Wort Vertrauen über deine Gefühle und über deine blöden Gedanken, über deine negativen Sachen. Weil ich sage dir, die Zukunft wird wunderbar. Liebe Freunde, Zukunft wird nicht negativ. Zukunft wird wunderbar. Es wird zwar viel schlimmer, aber wir werden viel freier und noch mehr Licht freisetzen. Hey, lies mal Matthäus 24. Ich wünsche das für uns. Ich sage euch eins, wenn wir das Wort im Herz haben, die Bibel sagt, ich habe noch nie gesehen, dass ein Gerechter verlassen worden ist von Gott oder dass seine Kinder um Brot betteln. Wenn du Anlehnung auf Jesus setzt, ich sage dir, dein Leben ist safe. Dein Leben kann dir genommen werden. Und du hast es gewonnen. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gönnt, aber seine Seele verliert? Und ich will beten mit uns, wenn die Band raufkommt. Heiliger Geist, ich danke dir so viel mal, dass wir dann das praktisch anschauen dürfen. Heute Abend miteinander. Und es gibt so viele super Sachen und so viele wunderbare Tools, wie du so viele Menschen da drinnen schon hast erreichen können. Danke für dein Wort, das du über deinen Namen erhoben hast. Und ich bitte dich, dass jeder Einzelne da drinnen kann das mitnehmen, was ihn angesprochen hat. Und vielleicht ist es ein Satz oder ein Vers, den du mitnimmst für den Montagmorgen. Und du fängst an, eine Routine zu entwickeln und das Wort fängt an, lebendig werden. Und das wünsche ich mir für dich und für mich. Und ich segne dich weg von dem Leistungsdruck hin zu dieser Liebe von einem Vater, der ein Wort gegeben hat, das so kraftvoll ist, wo die Engel nur warten, bis sie es ausführen können. Und dann segne ich dich mit dieser Vision. Wenn wir jetzt in das Lied gehen, mit dieser Vision von das Wort Gottes, lass es Priorität machen in unserem Leben. Und da ist dann egal, was der Blick schreibt und das SRF und die ganze Mainstream, sondern wenn du anfängst, dein Vertrauen zu setzen, das Wort Gottes wird immer bestehen. Seine Wahrheit wird sich nie ändern. Seine Liebe für die Menschen wird sich nie ändern. Da ist immer Barmherzigkeit und Gnade. Jede Sekunde ist die Möglichkeit zum Umkehren zu dem liebenden Vater. Jede Sekunde. Lass nicht verstreichen heute Abend, bevor du heimgehst. Kehr um, wenn du merkst, du hast dich distanziert von dieser Liebe von Gott. Er ist nicht der Ankläger, er ist der liebende Vater. Renn in die Arme, gerade in dieser Zeit vom Worship. Und du wirst eine Liebe empfangen und eine Gegenwart empfangen, die wir am Anfang schon gemerkt haben, wo wir gesungen haben. Weil Jesus real ist. Es ist kein religiöses Gebilde. Es ist eine Wahrheit. Amen. Hey, ich bin so ermutigt von dieser Message und ich hoffe, du auch. Und wenn du jetzt daheim bist und sagst, hey, ich möchte aber eigentlich noch ein bisschen mehr davon wissen und ein bisschen tiefer gehen, dann haben Leo und Susan für uns ein Buch geschrieben, und zwar 31 verschiedene Arten, wie wir die Bibel lesen können. Das kannst du bestellen und daheim durchblättern und das einfach ausprobieren. Und falls du denkst, hey, die Message, die möchte ich mega gerne noch jemandem weiterschenken und jemandem beschenken oder jemandem einfach sagen, hey, schau, die Message für dich, hör sie dir an, dann schick sie doch mega gerne weiter und lass das Sagen einfach weiterfließen. Wir sehen uns nächste Woche wieder.